braucht man dann wie als Kerzenständer. Also dann tut man ein Kerzchen in der Mitte der Rebe und dann, ja, wie gesagt, hat man eine Art Laterne. Und wenn man dann so Muster hineingeschnitzt hat an der Seite der Rebe, dann leuchtet die ganz schön auf mit dem Licht der Kerze. Und dank der Schnur, wo man dann durch die Löcher gezogen hat, kann man sie dann so tragen. Genau, also die Rebe, die schnitzt man dann normalerweise in der Schule mit seiner Schulklasse. Und dann geht man am Abend, wenn es dunkel geworden ist, auf einen Umzug. Ein Umzug ist eigentlich einfach ein kleiner, man könnte sagen, Spaziergang oder vielleicht sogar eine kleine Wanderung. Also man läuft einfach durch das Dorf oder durch eine Landschaft. Also meistens beim Rebenlichtli-Umzug geht man ein bisschen aufs Land raus, vielleicht sogar durch einen Wald oder auf einen Hügel rauf. Und die Kinder, die werden dann auf dem Umzug von den Eltern begleitet. Und dann singt man zusammen Lieder, man läuft durch die Landschaft mit seiner kleinen Rebenlaterne. Und ja, dann eben singt man Liedli und hat eine gute Zeit. Und am Schluss gibt es dann meistens noch ein kleines Lagerfeuer, sodass man sich wieder ein bisschen aufwärmen kann. Und ich bin mir nicht sicher, woher die Tradition kommt, aber ich glaube, das ist einfach, um ein bisschen mehr Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen, damit man sich wieder ein bisschen wohler fühlen kann, auch wenn es kälter und dunkler wird. Und eine andere schöne Tradition, wo es an ein paar Schulen gibt. Es ist nicht überall so, aber an meiner Schule hat es das gegeben, dass man, wenn der Herbst gekommen ist, nämlich sogenannte Pausennöpfe hatte. Das sind einfach Äpfel gsi, wo sie an alle Schulkinder gratis verteilt haben, wenn am Morgen die grosse Zähnepause war. Und das ist einerseits natürlich, weil im Herbst dann eigentlich die Äpfelsaison ein bisschen ihren Höhepunkt hat in der Schweiz. Das heisst, man hat einfach sehr viele Äpfel in der Schweiz. Und es ist auch, damit die Schulkinder etwas Gesundes essen, also einen gesunden Znüni haben. Und vor allem, wenn es kälter wird, sollte man ja schauen, dass man genug isst, aber dass man auch gesund isst. Also der Pausenöpfel ist auch so eine schöne Tradition, die ich von meiner Kindheit in Erinnerung habe. Leider ist das jetzt nicht mehr so. Wenn man an die Uni geht, dann gibt es keine Pausenöpfel mehr. Und auch der Rebenlichtli-Umzug, der ist eher für kleinere Kinder. Also ab einem bestimmten Alter macht man das leider auch nicht mehr. Ja, ich denke, das ist alles, was ihr wissen müsst für den Herbst in der Schweiz, speziell in Zürich. Und schaut, dass ihr ein bisschen in die Berge kommt, um euch noch ein bisschen Sonne zu holen, um euch dann für den Winter aufzudanken. Und ich hoffe auch, dass ihr ohne Verkältung durch die kalte Jahreszeit kommt. Ja, das war es von dieser Folge. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächstes Mal.